Familien alle, die Vereine und alle, die unser Land voranbringen. Die Politik setzt die Rahmenbedingungen, das kann sie allerdings besser oder schlechter machen. Und komischerweise, wenn die CDU regiert, sind die Rahmenbedingungen meistens so, dass dieselben Menschen bessere Ergebnisse erzielen, als wenn die anderen regieren. Ich sage Ihnen, ich will Ihnen gar nichts von Nordrhein-Westfalen sagen, das ist ein Trauerspiel für sich. Also mal im Ernst. Stellen Sie mal einen Moment, schließen Sie die Augen und stellen sich vor, das Bundesverfassungsgericht würde entscheiden, der Bundeshaushalt wäre verfassungswidrig. Was da in Deutschland los wäre. In ARD und ZDF und in allen Zeitungen. Wenn in Nordrhein-Westfalen zum zweiten Mal der Landeshaushalt für verfassungswidrig erklärt wird, dann ist das offenbar nicht so furchtbar aufregend. Das ist man offenbar von Sozialdemokraten gar nicht anders gewohnt. Im Übrigen will ich da hinzufügen. Es ist auch nicht so, dass wir nur gespart haben, sondern wir haben das gemacht, was wir am Beginn der Legislaturperiode versprochen haben. Wir haben zum Beispiel gesagt, wir werden die Ausgaben für Bildung und Forschung in diesen 4 Jahren um mindestens 12 Milliarden Euro im Bundeshaushalt erhöht. Wir haben sie um 13 Milliarden erhöht. Wir haben den Anteil von Forschungs- und Bildungsausgaben im Bundeshaushalt von 3% auf 4,6% gesteigert, weil natürlich Ausgaben für Bildung und Forschung die wichtigste Investition in die Zukunft sind, weil unser Land auch in Zukunft nicht von den billigen Rohstoffen und von den vielen Energievorräten, sondern von der Qualität der Arbeit und damit von dem Rohstoff, der in unseren Köpfen, auch in unseren Händen. Natürlich ist die Lage in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern im Augenblick nicht so besonders beunruhigend. Aber das ist kein Grund, sich zufrieden zurückzulehnen, sondern das ist ein Grund, genau darüber nachzudenken, wie sind wir dahin gekommen, wie haben wir es geschafft und was müssen wir in den nächsten Jahren, was wir in der Bundesrepublik nie gekannt haben. In den ganzen Jahren, wo es ja seit 1948, 49, mal mehr, mal weniger, aber ja im Grunde doch schon aufwärts ging, wir hatten einen Rückgang unserer gesamtwirtschaftlichen Leistungskraft 2009 um über 5%, 5,1%. Das haben wir nicht gekannt. Und deswegen war die Aussage der Kanzlerin, wenn wir Ende der 2013 wieder da wären, wo wir vorher waren, wäre es ganz gut. Das haben wir allerdings schon 2011 erreicht. Wir waren besser, als wir es selber zu hoffen gemacht haben. Wir haben auch eine hohe Neuverschuldung. Die war geplant für 2010. Das haben wir noch von der Regierung der Großen Koalition übernommen, den ersten Haushaltsentwurf. Mein Vorgänger ist ja der heutige Kanzlerkandidat der SPD, als er noch Finanzminister war, hat er nicht so einen Unfug erzählt, wie er jetzt erzählt, aber das ist eine andere Geschichte, damit muss er leben. Aber wir hatten planen müssen, einen Haushalt für 2010 mit 86 Milliarden neuen Schulden. Das war die Aussage. Und dann haben wir gesagt, wir halten die Schuldenbremse ein, das haben wir in den Koalitionsvertrag geschrieben, es hat ein paar Diskussionen gegeben, wie wir das machen und wie wir das machen, die Diskussionen sind alle längst vorbei. Und kein Mensch hat uns geglaubt, dass wir das einhalten werden. Und jetzt ist es gar nichts mehr, jetzt heißt es, ja, das war nichts Besonderes, dass wir jetzt weit vor der Schuldenbremse sind, dass wir schon die Schulden, das was wir ab 2016 beim Bund machen müssen, im Jahre 2011, 12 erreicht haben, dass wir im nächsten Jahr ohne ein strukturelles Defizit rauskommen und dass wir in all den Jahren kontinuierlich unsere Neuverschuldung zurückgefahren haben. Die Menschen haben auch als Folge einer konsequenten Finanzpolitik wieder Vertrauen gefasst und Vertrauen, das wissen wir seit Ludwig Erhard, ist in der Wirtschaftspolitik das Wichtigste. Wenn die Menschen kein Vertrauen haben, dann kaufen die Verbraucher nicht und die Unternehmer investieren nicht. Und dann läuft die Wirtschaft schlechter. Und deswegen war es wichtig, dass wir nach dieser schweren Krise durch eine verlässliche, stetige Politik das Vertrauen wiederhergestellt haben, Finger auf andere zeigen und jetzt muss man das mühsam reparieren. Deswegen sagen wir müssen diesen Euro stabilisieren, im eigenen Interesse und in europäischer Solidarität und Verantwortung. Wird es ein Fass ohne Boden. Deswegen macht man übrigens auch in der Entwicklungspolitik Hilfe zur Selbsthilfe.
Jeder Entwicklungsexperte weiß, wenn du in einer Nahrungsmittelkatastrophe, wo die Leute hungern sind, schickst du Lebensmittel. Klar, bevor sie verhungern, schickst du Lebensmittel. Aber Lebensmittelhilfe auf Dauer ist nichts. Dann lernen sie nämlich nie, so sich selber zu ernähren und so zu wirtschaften, dass sie sich selber ernähren können. Deswegen heißt es Hilfe zur Selbsthilfe. Und Hilfe zur Selbsthilfe ist in Europa, in der Eurogruppe, Programme unter Auflage. Wenn sie von den Finanzmärkten so schlecht eingestuft werden, dass sie nicht mehr zu erträglichen Zinsen sich finanzieren können, helfen wir ihnen, Zeit zu verschaffen, damit sie ihre Probleme lösen. Aber sie müssen die Zeit nutzen, um ihre Probleme zu lösen. Sonst ist das verschüttete Milch und diese Aufklärungen zu den zentralen Themen, die uns auch weiterhin begleiten werden, in der Sache, aber auch in der politischen Taktik, haben Sie das genau in den richtigen Zusammenhang gestellt. Auch dafür nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich gebe nochmal das Wort an den Kollegen Friedhelm Herrmann. Herr Dr. Schäuble, herzlichen Dank, dass Sie uns als Gast hier heute beehrt haben. Wir haben Ihnen als kleines symbolisches Präsent für unser Dankeschön einen edlen Tropfen mit persönlicher Widmung